Geschichte vertellen. Als eerst weer bekannt met een grote boy in Washington State, that's Mount St. Helens. Anybody heard of it? Ja, dat is besser, ja. So, sehr interessante Geschichte, wo wir lesen dann, und das soll nach der Trägt auch in een documentary van dort. En dat we in 1980, Mount St. Helens weer een zeer grote boy. En dat is een volcano. So en de halfmal erupted jaren terug, zeer lang terug. Niet? En in 1980 dan vangt hij aan te rekenen. En er weer een kleine aardbeving in de stad. En dat is dit van een paar maanden. En de mensen die vangen aan de hand te komen van alle wegen over de stad, zodat we vangen aan een tourist attraction te zijn. En so die verkaufen door hem en alle soorten en wie een grote ding die dachten ze die willen te zijn van die opgewoondheid. En so die waren dol reporters en een van de reporters die vroeg dus een man wat die weer gewoonde dichtbij. En hij vroeg hem, wat leest u van deze boy? Leest wat hij opreden? Hij zei, no, I don't think so. I mean, de boy is nog allemaal je was. Maar ik zijn je was, mijn vader, mijn grootvader, die zagen de boy doen. En nou, dat is nog allemaal zo je was. Ik leer wat ze blijven. Ik leer het niet. No. En wanneer je die geschichte kan doen, dan weet je de boy eruit op. De dag die kwam en er werd like a 5.4 earthquake, waar het loszaten deed en it erupted. En er werd een zeer grote ding en dat is still een van de grootste eruptions in modern history. So die dag die kwam, so hier waar we Luther nach een beetje aangegaan waren. De titel is, die moet waar geboren zijn. Zum woord. Nee. Maar Jezus zegt hier te Nicodemus, bij een woord. So in Johannes 3, vers 1. Ik wil vers 1 durch 8 lezen. Und ich wollte proben, ob Deutsch zu versagen, so ich das verstehe. So, da wie ein Mann von den Pharisäern, den sie nun wie Nicodemus, hier wie ein Lehrer von den Juden. Und das Mal kam Jesus in nach und sagte ihm, Lehrer, wir wollten, dass du bist ein Lehrer, wo du gekommen bist von Gott. Wenn kein Mensch kann die Titen stone, was du das, wie der Gott mit ihm ist. Und so, Nicodemus, das wir during the Passover festival, was die da hatten. Und Nicodemus würde sein, gewahr, wenn wir ein von den Lehrern, wir ein von den Sanhedrin. Und so, alle hoch uitgeleerden, die waren einmal bei der Passover Feast, und so, die würde auch gesehen haben, wenn hier in Johannes Kapitel 2, gibt es ein paar Vers 3, da sagt dort, in Jerusalem, during the Passover, viele glauben an, wenn die sahen die Dinge, was die tun. Und so Nicodemus war das auch gesehen haben. Und so die sehen, wie weit das die kommt von Gott. Und für mich ist das interessant, wo Jesus den antworten hat. Das sage ich in Vers 3. Jesus sagte ihm, Gott sagt, ich sage zu dir, wenn ein Mensch nicht wahre geboren ist, kann er nicht das Reich Gottes sein. Nicodemus sagte ihm, wo kann ein Mann wahre geboren sein, wenn er alt ist? Kann heute zum zweiten Mal ein Mutterlief nicht geboren sein? Und ich weiß nicht, wo ihr den anchecken, aber Nicodemus haben wir nicht in Dama like haben wir gesagt, klar, der wir ausgelehrt, haben wir einen von der höchsten ausgelehrten Menschen, so das wird nicht gefragt haben, glaube ich, in den Weg, um einfach weiter, mag ich die drei nennen, aber jeder Mensch weiter, nicht? Das ist nicht möglich. Aber have the vast scholars of what I'm design to have gefragt, basically like how can you teach an old dog new tricks? Und dann Jesus sagt zu ihm, Gott sagt, ich sage zu dir, wenn einer nicht geboren ist vom Butter in der Jäs, kann er nicht in der Reich Gottes nehmen. Dort, wo du geboren ist vom Fleisch, ist Fleisch, und dort, wo du geboren ist von Jäs, ist Jäs. Würde nicht hören, dass ich sehe zu dir, du musst wahre geboren sein. Der Wind pust, wo er will,
die kostet hier, aber kostet nicht sein, von wo die Camp oder wo das Hampüst. So erst mit jeder ein, wo die Buren ist, von den Jäst. So, die sagt, wenn wir nicht zweimal die Buren sind, dann können wir nicht in der Dreck Gottes nennen. Und wir wollen alle, was das erste Geburt ist, nicht? Das sagt ja, wer nicht vom Wutter in von den Jäst geboren ist, kann er nicht in den Himmel nennen. Und wir sind alle, wenn wir geboren sind, sind wir in einen Sarg, wo der war. Right? In the leaf. Wir sind alle in Liquid. Und ein Kind geboren ist, und sagen die, the water broke, and then the baby's born. Und so das wird auch glauben, was Jesus hier von reden deut, ist bloß um das deutlich mehr. Und Luther hier sagt ja, was Fleisch, was geboren ist von Fleisch ist Fleisch. Und so das erste Geburt wird wie in der zweite Geburt, sagt er, ist von Jesus. So Nikodemus antwortet ihm und sagt, wo kann das sein? Und Jesus sagte ihm, bist du ein Lehrer von Israel und die weißt diese Dinge nicht? Und ich sage dir, wir reden von was wir können und wir können, was wir gesehen haben. Und du nimmst unseren Zeichnis nicht an. Wenn ich die irdische Dinge gesagt und die glaubst das nicht, wo wirst du dann an die himmlische Dinge glauben? Er sagt, keiner ist in den Himmel gegangen und tritt aufgekommen, aber die Sehen Gottes, wie ein Himmel ist. Kriegst es Moses abgehoben wird, kriegst es Moses die Schlange in der Wüste abheben, so muss die Sehen Gottes auch abgehoben werden. Dass wir immer und am glaubt, wird nicht vergehen, aber ewiges Leben haben. Und dann du als Johannes 3, Vers 10. Für Gott läuft die Welt so viel, er hilft ihn einzeln sehen, dass wir immer und am glaubt, wird nicht vergehen, aber ewiges Leben haben. Für Gott zeigt nicht in sein Sehen, in der Welt nennt, um die verdammt, aber dass die Welt durch arm wird geraten werden. So, durch das habe ich hier sagen, dass Jesus, der hier sagt, klar, ja, zu arm. Und manchmal war er geboren sein. Und Nikodemus, er wir ein von der Höchsten. Nee, like der wir ausgelehrt in jeder Weg, er deut alles, was wir zu tun in die jüdischen Gesetzen, like der hielt das wir mal im Mond, wenn wir können sein ewiges Leben verdienen, die Pharisäer und die were in hand. They were to the letter of the law. They were good in the sight of men. Und er würde sagen, doch, that's ein righteous man. Aber er hat das ewige Leben nicht. Und ich glaube, er könnte das spüren, wenn er Jesus sein, wenn er kam zu ihm, und danach im Früh, oder der will mit ihm reden. Und er hat Frauen, wenn das. Und in Matthäus Kapitel 19, da lesen wir auch von, wo Jesus reden der mit dem neuen Ruler, the rich young ruler. Er dachte, okay, wie gut. Er kam zu Jesus und hat die Frauen für ihn. Ich werde Hand drehen. Matthew 19. Er kam zu Jesus und sagte zu denen, Gode Lehrer, wann Gode denkt, man ich tun, um das ewige Leben haben. Sie wir haben in der Gedanken, dass ich muss was Gode tun, um den Himmel kommen. Du willst Früchte dem, was Gode soll ich tun. Dann sage ich Jesus zu dem, warum nennst du mich Gott? Du hast keinen Gott, aber ein, das ist Gott. Aber wenn du das ewige Leben weißt, dann hol dir Geboten. Und in diesem Weg
dat zu diesem Mann sein, wenn du was din auf ihr Leben verdient, dann musst du dir geboten holen. Und da weit wie, wenn wir nicht ohne Jesus sind bloß sind, dann war wir gejudged worden von Gott, nur den sie nicht geboten haben. Und dann sagt das Ruler zu denen, ohne Gebot, Jesus sagt, die sollst nicht tot machen, die sollst nicht umbringen, die sollst nicht stehlen, die sollst nicht lehen. Ihr, den Vater und Mutter, und die sollst den nur so leben aus die selbst. Und dann sagt er, all diese Dinge habe ich geholt von meiner Jugend. Was fehlt mir danach? Dann sagt Jesus zu denen, wenn du was perfekt sein, dann geh verkauf alles, was du hast, gib das in die Arme und dann wirst du Treasure haben im Himmel. Dann komm und folge mir nur. Und das, was den braucht, nur, er kann das nicht. Das sage ich, wenn das junge Mann dort hier, dann ging er traurig die Weg, wenn er hat sehr viele Dinge. So den sind durch die Geboten, Jesus weiß den sie hat. Und er sagt, alles hat er geholt, was so wird. Was fehlt dir noch? Und Jesus weiß zu denen, dass den seine Dinge, was er hat, all den seine Possessions, dort wir den sind Gott, dort wir in Idolatry, like dort wir den sind Gott und alles, was er will, wir dort. So wir sehen, dass Jesus die Brücke mit den jungen Ruler, die geboten, die sagt, ihr habt den ein paar geboten. Und wir lesen in Galater Kapitel 3, Vers 3, Kapitel 3, Vers 23 und 24. Ich bin nicht korrekt, was dit eeuwen sagen, ich wollte das auf Englisch lesen. But before faith came, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. So dat zeg je dat de geboten dat is een leraar wat ons niet Jezus brengt dat. Wenn krijgt es van een man krank is, of wanneer we zijn dokter wel een man medicijn geven, dan zegt, no, you keep that, mir fehlt das nicht, ich bin nicht krank. Die wollen das nicht annehmen, nicht? Krijgt es mit meinem Dad, und das ist mal, was mit dealen. Mein Dad ist in recovery, hat Krebs, und der hat Chemo und Radiation durchgegangen. Und das ist sehr, sehr schwer, das durchzukommen. I mean, das ist sehr, sehr schwer gewesen, and he's still recovering. Aber warum tut er das? Der Doktor, der tut einen Test, und der weiß den, du bist krank, und der gibt den, ich weiß nicht, was wir unter 2 Jahre zum Leben. Wenn er nicht mehr tut, wenn er bloß Tag lebt, einfach 2 Jahre, dann wird er sterben. Und so, mein Dad, der sagt das. Er sagt, der Result von dem Test, und er weiß, dass ich muss das annehmen, als ich war sterben. Und kriegt so, dass das Gesetz uns wiesen, wo wir kalt kommen, und wir können sagen, dass uns fehlt Gott, wenn wir haben jeden Arm gesündigt. So ich will die 10 Geboten übergehen und sagen, wo wir da durchkommen. Und das fingen wir in 2. Mose, Kapitel 20. Und das ist von Vers 1 durch 17, glaube ich. Also. Da sage ich, euer in Gott spricht all diese Wege. Ich bin der Herr, jen Gott, bei jen uit dat Egyptenland uitbracht, uit dat huis of bondage. Je zal kein Gott haben für mich. Du sollst die kein Bild machen, oder eres Wort, was in Himmel ist, oder in der Erde, oder in der Wuta, oder in Wuta, du sollst die nicht
handknaaien en die aanbeden en die dien. Ik ben de Heer God. Ik ben een jealous God. Ik weet niet wat dat woord is op Duits. En hij zegt, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations, to those who hate me. But showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Und die zoals nicht dat noemen van Gott der Herr missbrauchen. Oder der Herr wird den nicht guiltlos holen, wer den sie nun missbrauchen wird. Ik wil deze even ook een paar van deze op Engels. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. En er zijn een paar van deze wat Jezus gebruikt deed met den leraar. You shall not commit adultery. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, dass wir kicken dat mit los, der hat all Ehebrechung in sein Hort. Und soll nicht stehlen und soll nicht lehen. In der laatste Deur, und soll nicht, ich weiß nicht, was covered ist auf Deutsch, aber das in the dictionary, that's in so starket desire haben für den Nuber sein Stoff. So diese Geboten durchgehen, was brauche ich immer zu sagen? Kriegst du Jesus mit den Lehrern? Ich brauche hier bloß uns zu wissen, wie sind Karten kommen. Wie sind rein alle Karten kommen. Du hast nicht einer, was du so herrlich leben dat, dass du nicht brauchst durch Jesus in den Himmel. Ja, Jesus sagt uns dort in Johannes 14, Vers 6. Er sagt, heuer ist der Weg. Der Wort hat in das Leben und keiner kämpft nur im Futter aus der Arm. Und kriegst du hier, wenn wir nicht unter Blut Jesus sind, dann Gott wird uns judgen, nur diese Gebote nur. So wer von ihnen hat diese alle gehalten? Ich kann nicht. Du hast nicht ein Mensch gegeben, was das getan hat. Und da kann ich ganz nahe sein, weil das was wir hier auch lesen. In Römer Kapitel 3, Vers 10, da sagt, there is none righteous, no, not one. And in Vers 12, they have all turned aside, they have together become unprofitable. There is none that does good, no, not one. Und es sind viele Menschen, die leben in so Gottes Leben. Das sind einfach feine Menschen. Das sind viele, und was mir befällt, sind Mormons. Das sind so feine Menschen, die haben feine Gesetze, aber die tragen sich fein an, like die leben ein Gottes Leben. Ich beglückt es die Pharisäer deuten, weil sie glauben nicht an den Reich in Jesus Christus. Und wir können sagen, durch diese paar Geschichten hier, dass du erst können geht. Even diese Lehrer, die hier wären, und dann wird die da haben, die wir nicht zu tun haben. In Ephesians Kapitel 2 sagt er, dass we are saved by grace through faith, not ourselves. It's a gift of God. Because wenn wir das selbst können, dann würden wir
dan würden wir noch puchen können in den Himmel, nicht? Dann würden sie uns für den Bruder am besten tun. Oh, sagt ich hier du, nie wollte ich mal eine Geschichte vertellen von was ich alles gedaan habe, und all das Geld, was ich gegeben habe, und alle wen, wo ich sein, was missionary work done, all so. Aber du wirst nicht in einen kommen, an den Menschen puchen. Und du wirst sagen, das ist bloß der Rechte genug Gottes, dass wir gerat sind. Du hast kein anderer Weg. Ja, ich habe so viel Schriftstellen von dir. But God demonstrates his own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Dat is in Roma 5, vers 8. En in 1. Petrus, kapitel 3, 18, sagt dat, For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Eerste Korinther 15, 3 and 5. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. And we read in Scripture that we are to repent. In Acts 3, verse 19, it says, Repent, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. And in Acts 2:38, then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So we have been given our fate. Scripture has laid everything out for us. The way to go, our condition, the cost of it. I don't know if I missed that one, but for the wages of sin is death. It says in Romans, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So that is how in what means we come to Christ. And what is repentance? Bekehren, dat is ein Wort, was wir vielleicht alle als Saafjacken gehört haben. Nicht? Aber wer versteht das Wort wörtlich? Like, was meint das wörtlich, wenn ein Mensch sagt zu mir, ich soll mich bekehren? Was meint das? Er zijn vier dingen, ik zou zo gezegd, wat de komt van bekering. Het eerste is, om zijn verstand draait om. En in het Ganzen, moet 180 graden omdraaien. Van zin wegdraaien en nu God draaien. En dat zeg je, de Greek word is metanoia, en dat meint, so the Greek term metanoia indicates a fundamental change in thinking about sin and God, shifting from self-centeredness to God-centeredness. So we moeten ons wegdraaien van onszelf, ons willen, en de God draaien en omzien willen. Ja, we moeten ons omdraaien, en dat moet einfach omdraaien. Wanneer we in zin leven doen, wie weten dat, dan moeten we omdraaien. We kunnen einfach niet bloß mank plegen en bloß op den Streck blijven en voor God leven at the same time. Dat schafft nicht, und er muss sich omdraaien. En dan denk ik, ik moet de zin schuld zijn wat einer begonnen heeft. En er zijn twee soorten zin. Oder er twee soorten van schuld zijn. En dat vinden we in Lukas 24, vers 46 en 47. Nope, that's the wrong one. 2. Korinther 7, vers 10 and 11. Sorry. For godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. So hier kan we op voets twee soorten zijn. Hier zijn twee soorten. Eine soort
schuld zijn voor de zin. Ik weet niet wat het anders zijn, maar eine soort is, einer weet, nur de gebouwd nu, einer heeft Gott zijn gezegd gebroken, wie zijn alle schuldig. Ik weet, ik heb gezinnig, mij zijn de zin leid, mij dat het leid dat ik dus dit geleefd heb, en einer kent naar God, en praat God, vergeef mijn zin. En dort leidt naar eeuwig leven, zegt het hier. En de andere, dat brengt plus dood, zegt hij. En dat is een schuld zijn, wat ik wil zeggen, en er is niet schuld voor de zin, wat hij begonnen heeft, maar er is schuld, dat we zijn uitgevangen. Nee, we got caught in the sin. And so dat wil zijn een worldly sorrow, that you're sorry that you got caught, en dan kon ik maar doe leven. En dat zegt de schrift hier, dat brengt ons plus een dood. Dat wil ons niet leven brengen. For observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner, what diligence it produced in you, what clearing of yourselves, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication. In all things you proved yourselves to be clear in this matter. Yes, ik kijk naar je schik van een boek wat ik lezen deed. Dat is van D.L. Moody. Wanneer je den kan doen, aber the book is, it's called The Overcoming Life. En ik had het boek zeer gelezen. Dat heeft mij zeer geholpen. En door in dat boek, dat is een geschichte. Dat jetzt staat. William Dawson once told me this story to illustrate how humble the soul must be before it can find peace. He said that at a revival meeting, a little boy who was used to Methodist ways went home to his mother and said, "Mother, John so-and-so is under conviction and seeking peace, but he will not find it tonight, Mother." "Why, William?" she said. "Because he is only down on one knee, Mother, and he will never get peace until he is down on both knees." En mij lachen dat een beetje dat een jong würde dort sein, dat hij würde het niet fijn vinden, hij wil bloß op een knie, hij wil niet op beides. En wieder lesen sagt dort, until conviction of sin brings us down on both knees, until we are completely humbled, until we have no hope in ourselves left, we cannot find the Savior. En dat würde so sein, wenn wir noch Pride haben in ons Leben, wenn wir noch nicht ganz wel uns sind zum Hand geben, wir sind nicht wel uns unsere Sinnen zu bekennen, dann können wir nicht auf Bett, können wir abgehen und schreien ut naar Gott und sagen, Gott, ich kann je zinnig gehen, die vergeef mir meine Sinn. Wenn wir lesen das auch, da wenn wir nach Gott kommen und fragen eine Vergebung von unseren Sinn, he is faithful and just to forgive us our sins. In Romans 10, we read that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. So die Schrift sagt uns, wenn wir nach Gott kommen und wir roten den an, dann wollen wir gerettet sein. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, wenn du hier von der bist und du hast dich noch nicht bekehrt, ich hoffe, dass Gott hat durch mich geredet zu dir und ich will zu dir sagen, dass Gott hat von dir gegeben, für die Rettung. Wir sind nicht morgen versprochen, so von der ersten Tag von Salvation. In 2. Petrus Kapitel 3, Vers 3 und 4. Dat zegt,
knowing this first, that scoffers will come in the last days walking according to their own lusts and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. So nu betrek ik nu de geschichte, maar wat ik omvang deed. Krijg zo denken de mensen, de schrift zegt, zo worden die mensen in de laatste dag worden geloven. Dus nog hebben ze dit gewas. Wat meint Jezus wat terugkomt? Where is his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. So die denken zo, waarom wil ik me bekeren? Ik kan nog lange tijd, alles jetzt bis wieder, das noch einmal gewas ist. Und ich will Ihnen sagen, krijgt es die boy verschmattert, die dag die kommt, die tijd, die Stunde, die Sekunde kommt, wat die schreit wird, und dann schmattert die ab. Krijgt so Sache, Kampf, den Tag, wat Gott wird zurückkommen. Und das ist nicht zu sagen, dass wir alle wollen merken, was den Tag, was er zurückkommt. Wir wollen nicht, wann er was sagen. Aber wenn wir sterben, dann, dort erst uns Tag, was Jesus erst zurückkommt. En bid wieder in 2 Petrus, vers 9, dat zegt, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. En so jeder dag wat du vergeet, jeder dag, wir waken ab, wir haben Lauf, wir haben noch einen Tag, mit unserer Familie zu sein, unsere Freunde zu sein. Dort ist noch ein Tag, was Gott uns gegeben hat. Und wenn du die noch nicht bekehrt hast, von der ist der Tag. Von der können Tag sein, was Gott hat gelehrt. Was von der, dass du dich bekehren. Der letzte Vers, was ich hier lesen will, ist in Offenbarung 22, Vers 17. And the Spirit and the bride say, come. And let him who hears say, come. And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. So Jesus sagt hier, wie immer du willst, komm. Wir können alle noch ankommen. Wir haben noch die Gelegenheit. Das kriegen wir, was wir belebt haben, was wir begonnen haben in unserem Leben. Wenn wir sorry sind, if we repent, he is faithful and just to forgive us our sin. Und dann haben wir das ewige Leben. So, ein paar Dinge, a few steps, zum ein bisschen zu bringen. We have all sinned against God. We have all sinned against the holy God. The wages of sin is death. We all deserve to go to hell. Jesus lived the perfect life so he could die on the cross to pay for our sin. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us. If we confess with our mouth the Lord Jesus and believe that God raised him from the dead, you will be saved. So das ist mein Gebet von dir. Wenn Gott dir opent hat, dann nicht den Hort mehr an jeden Arm, aber kaum noch Arm. Und wenn der erste ist, wird sich wel handgeben, die kann wirklich mit mir reden. Ich will Leute in der Lobby sein, ich will wirklich mit ihnen beten, was immer da fehlt. So, werden wir noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, Vater, für diesen Tag. Das ist noch ein Tag, für die, was die nicht kann, um die kommen. Wenn wir den Tag nicht kämpfen, die Streitkampf, dann ist es zu laut. Dann ist uns euer Leben versprechen. Entweder Himmel oder Hall. Und Gott, ich bete bloß, dass wenn hier wir ist, was die noch nicht haben, ungenommen, ich bete, dass du magst, durch den Jes und euch schaffen. Und dass die würden sich bekehren. Gott, wir danken dir bloß für alles, was du für uns getan hast und für was du noch vorstellen.